Fast habe ich es geschafft, ohne Fehler. Es ist ja okay, denke ich. Jetzt muss ich bloß schauen, ne, ich habe das falsche. Nein, ich habe das richtige Mikrofon eingeschaltet. Grüß euch, der Feier ist da. Heute der wir wieder basteln. Wir basteln halt, oder basteln in Anführungsstrichen, wir deren halt Brandmalen. Brandmalerei betreiben. Und zwar Brandmalerei ist folgendes. Ein Beispiel habe ich da. Leider habe ich meine anderen Beispiele nicht gefunden, die sind alle im Anhänger. Und zwar ist das hier Brandmalerei. Das Ding ist ein Webrahmen, den wir selber mal gebaut haben, beziehungsweise speziell von mir selber gebaut hat für meine Frau. Und da ist unser Vereinslogo vom Mittelalterverein neibrennt und das nennt man dann Brandmalerei. So. Jetzt erst einmal das. Zweitens, grüßt euch, schön, dass ihr da seid, mich freut es ungemein. Thilo, grüß die persönlich nochmal, ganz höflich von mir rauskaut. Ja, genau. Was brauchen wir zum Brandmalen? Da schalte ich um, dann macht das mehr Sinn. Wo ist er? Da. Passt der Tisch noch. Der Tisch passt. Da ist der Tisch. Da bin ich. Wir brauchen natürlich das Objekt der Begierde, das wir bebrannt malen. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, die man bebrannt malen kann. Da habe ich mir mal zum Beispiel rausgenommen. Ich habe mir mal so Blankowürfel gekauft. Die kann man natürlich bebrannt malen, wie man lustig ist. 1, 2, 3, 4 draufschreiben, Punkte drauf machen oder sonst irgendwas. Das ist eine Option, die ich jetzt gerade hier habe. Dann habe ich mir Holzbladeln gekauft. In verschiedenen Größen, die man bebrannt malen kann. In ganz kleinen Santera, da war zum Schleifpapier dabei. In etwas größer, in ordentlich größer und so weiter. Wobei ich glaube, dass die sogar aus dem eigenen Garten sind. Die haben wir selber zusammengeschnitten. Auch eine Möglichkeit zu bebrannt malen. Wofür sowas? Habe ich noch? Wo habe ich es? Da. Kann man dann Schlüsselanhänger draus machen. Das heißt, bebrannt malen, Loch einbohren, Schlüsselanhänger drauf. Hast dann Schlüsselanhänger gemacht. Einfach, schnell. Vielleicht für den einen oder anderen eine Idee, wenn er mal was verschenken mag. So. Aber auch gerade nicht mein Objekt der Begierde. Weil ich habe mir nämlich vor längerer Zeit was gekauft, was ich unbedingt bebrannt malen will. Was sich auch ganz toll bebrannt malen lässt, sind Viertels. Kunst innen reinbrennen, Kunst außen drauf brennen, Kunst an Stiel bebrennen. Du hast also Unmengen Möglichkeiten, so ein Ding zu verzieren. Wem es gefällt. Dann habe ich noch, was habe ich noch? Ja, da habe ich noch Muscheln. Sind auch, sonst auch bebrannt, man stinkt aber wie Sau. Wobei ich das halt einmal austesten mag, wenn wir nur dazu kommen, wie das ausschauen darf, wenn ich da drauf umeinander mal. Das sind so ganz feine Scheiberl Muschel. Weiß ich nicht, wie das geht, weil die sind schon sehr dünn. Aber probieren will ich es heute mal und deswegen habe ich mir die noch gekauft. Sauerei gemacht schon wieder. Ja, kein Platz mehr unter dem Tisch. Aber heute geht's um diese Dinger. Vorerst mal. Damit fangen wir zumindest an. Was ist das? Da fängt es dann schon mal an. Da habe ich einen ganzen Haufen von mal gekauft. Das sind Würfelschalen. Frau Spätzl und ich spielen gerne und leidenschaftlich Rollenspiele, Pen and Paper. So schaut es aus, wenn du das zusammengepackt hast, und wenn du das dann auch noch nutzt, dann schaut es so aus. Du hast eine Würfelschale. Geht nichts daneben.
kann ganz hilfreich sein. Und die möchte ich heute bemalen. Dafür habe ich mir, weil ich mag die eigentlich meine Spitzeln schenken, dafür habe ich mir passende Bilder ausgedruckt, die ich hernehmen möchte. Mit dem, wo ich anfangen mag, das habe ich natürlich jetzt nicht in der Hand. Ja, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, was ist. Ich habe mir passende Bilder dafür ausgedruckt. In dem Fall ist es das Logo vom VfB Stuttgart, weil einer meiner Spätzlen und einer meiner sehr guten Spätzlen ist ein Stuttgart-Fan. Oh ja, was brauchen wir noch? Natürlich, wir brauchen Schere. Komm hier. Kohlepapier. Nicht mehr ganz so leicht aufzutreiben, weil es eben selten hergenommen wird inzwischen. Aber im Bastelshop kriegst du sowas allerweil. Und man braucht diese Dinger hier. Oder einen zumindest. Das sind Lötkolben. Stricht und einfach. Die stecke ich jetzt pauschal als erstes mal an, damit die dann schön warm sind, wenn es losgeht. Die werden aber auch relativ schnell warm. So, dann als erstes tue ich mir jetzt mein Beutel ausschneiden, damit ich das dann übertragen kann. Weil ich bin nämlich ein Freihandzeichner vor dem Herrn, das möchtet ihr nicht sehen, was ich da zustande bringe. Ja. Bei den meisten Lötkolben ist es so, dass ihr noch Zusatzmaterial dazu bekommt. Jetzt. Ich habe bei dem einen, den ich mir gekauft habe, noch so ein ganzes Set an verschiedenen Spitzen dazu gekriegt. Kann die mal ja aufmachen. Wenn es aufgeht. Ganz viel Klumpers, da haben wir so Buchstabendimmer. Grüß dich, Thilo, nochmal. So Buchstabenvorlagen gekriegt, die sind aber aus Plastik, die ich weiß nicht, wie lange die halten, wenn man da umeinander horzt, weil die Dinger werden richtig heiß. Dann habe ich da noch dann die verschiedenen Arten von Spitzen dazu gekriegt, die man dann ohne weiteres, und das ist wirklich kein Problem, mit einem kleinen Schraubenzieher noch raus, zack, ab in den Müll. Mit einem kleinen Schraubenzieher vorne austauschen kann. Die kehren zu dem da dazu. Das heißt, wir machen da, ich weiß nicht, kabellang nur, ja, schaut gut aus. Da herum die Schrauben auf mit einem kleinen Schraubenzieher und dann können wir die Spitzen vorne rausnehmen und der anderen hineinsetzen. Da haben wir dann eben verschiedene Möglichkeiten, wie ein ganz spitz zu laufenden, einen flachen mit vorne Rillen drauf, einen flachen, der vorne eingedullt ist, damit du mehr Kringel hinkriegst. Dann haben wir sehr breite Sachen zum draufmalen und da hinten haben wir noch ein Herzl und ein Kleeblatt und ein Viereck, ein Sterndal und was auch immer. Das ist ein Entenfuß oder sowas, keine Ahnung. Und man bekommt dazu das ist verrutscht, ich mache es einmal so, ein Messer, ein scharfes Messer, das ist, muss man was abschreiben für meinen Vater. Kein Problem. Ich bin noch ein bisschen länger da. Cola. Mit dem kriegst du halt ungemein Sachen durchgeschnien, die ja vielleicht nicht ganz so leicht. Durch Käse da sehr leicht durchgehen, sagen wir es so. So. Jetzt habe ich die Dinger in der Größe ausgedruckt, wie ich es brauche, dass die da schön reingängen. Ich weiß übrigens nicht, wie das ausschaut zum Schluss. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch mehr. Grüß dich, Grabby, mehr basteln. Mehr Schnaps. Weißt du, dass du gerade sagst, ich habe mein Getränk vergessen. Ich bin gleich wieder da. Vor lauter Blät schon wieder.
Da ist er wieder. Kleinigkeit zum Trinken. Nein, ich baller mir jetzt keine Flasche Wein rein. Soweit geht's noch nicht. Aber, oh verdammt, ich schmore gerade das Kabel. Ei. So schnell geht's. So, Kabel angeschmort. Das werde ich wieder zumachen müssen. Hoffen wir, dass derweil heute. Jetzt habe ich nämlich das eine Kabel an den hier angelegt. Man sieht, wie es raucht. Ich weiß nicht, ob ihr es auch seht. Da qualmt es ganz böse. Hier Qualm. Weil da natürlich jetzt die Plastikscheiße dran klebt. Vom Kabel. Aber gut, dass wir es ausgerät haben. Geht da runter. Braucht keiner. Das Ding wird auch bis hier runter prügelheiß. Ja? Also passt auf, dass da keiner hingelangt. Deswegen sind da die Griffe dran, nutzt die auch. Ja, wir haben alle, die wir es schon probiert haben, wir haben alle schon mal vorne drauf gelangt. Das ist wie eine heiße Herdplatte. Du willst nicht drauf langen. So, trotzdem jetzt erst einmal ein kleines Glas Wein. Beziehungsweise, warum bekommst du die Spenden nicht mit? Fuck! Weil ich die Dinger nicht eingerichtet habe. Warte, machen wir gleich. C-Fix. Ich hab's verpennt. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Weil ich es vergessen habe einzurichten. Scheiße. Nein, abbrechen. Da dazu den da und den da. Da, so, und dann noch, weil, ja, ich hab's vergessen. Sorry, mein Dicker. Jetzt da dies mitkriegen. Jetzt da dies mitkriegen. Scheiße. Fuck. Ja, ich trinke es als Schorle, ich mag ja nicht in einer halben Stunde besoffen unterm Tisch liegen. Ja, ich spüre es, dass da immer schön warm ist. Das kann ganz schnell gehen. So. Gut so. Liebe Grüße an meinen Basti. Grüßt euch, grüßt mich. So viel Leute. Detze, Grubby, Tilo, was ist ja? René, alle sind da. Mich freut's. So. Gehen wir mal wieder dazu. Wie gesagt, die Dinger sind passend da eine von der Größe her. Dann habe ich mir da mein Kohlepapier. Das lege ich mir so da rein und dann der wir das da drauf. Jetzt muss man natürlich mit irgendwas da drauf umeinander schmieren. Da ist er. Nein, komm ich. Gerade so. Einen Bleistift. Stinknormaler Bleistift und damit mache ich jetzt einfach die Dinger noch. Einmal schön außenrum. Na, der war schräg. Wahrscheinlich wird es nicht annähernd so schön, wie man sich das jetzt vorstellt. Aber mit Grad und so habe ich es nicht ganz genau. Und mit Linien nachziehen habe ich es auch nicht so genau, fällt mir gerade auf. Das probieren wir jetzt einfach einmal. Wie gesagt, ist der erste Versuch. Ich weiß nicht, wie es auf dem Leder wirkt. Ich habe keine Ahnung, wie das ausschaut zum Schluss. Ich habe keine Ahnung, ob man erkennt, was es sein soll nachher. Jetzt kommt der ganze Schmarrn da noch. So viel. Ja, das wird spaßig beim Mann, da haben wir was vorgenommen. Da haben wir was vorgenommen. Daher spinnst du. Warum mache ich denn sowas?
Warum müssen die das auf Altdeutsch schreiben? Muss auch mal ein bisschen Liebe da lassen, wenn es nach mir geht. Also mir gefällt. Ja, noch. Noch. Weil ich gefällt es wahrscheinlich nur besser, wenn ich dreimal in das heiße Ding eingelangt habe. Aber mei. Wir kennen es jetzt. Wir schauen jetzt einmal, wie es geht, bevor ich komplett verletzt bin. Da draußen stürmt es, fängt es Stürmer ohne Ski. Ja, jetzt haben wir es gleich. Gleich haben wir es. Hoffe ich. Da wollen wir noch nicht. Da wollen wir noch nicht. Da wollen wir noch nicht. Den großen Kringel noch. Ich glaube, oben habe ich jetzt alles. Jetzt fällt bloß nur da das Innenleben. Warum machen die da so komische Stacheln ein? Das sein müssen, liebes Stuttgart. Also es kann natürlich zum Schluss auch ausschauen wie Arsch und Friedrich. Christi Axel, merci dir. Euch natürlich auch allen einen schönen Vatertag. Für die, die wirklich Väter sind, noch viel mehr. Ich hätte mir halt eigentlich gern mit meinen Jungs die Birne zugeschüttet auf ein Mittelalterfest, aber aus gegebenen und bekannten Sachen, ja genau. So. Wie kommst du darauf, dass es uns gefällt, wenn du dich verletzt? Weil ich lachen würde. Ich würde lachen, wenn da jetzt einer reingelangt. Deswegen glaube ich, dass ihr auch lachen würdet. Weil Schadenfreude ist die schönste Freude. Habe ich jetzt alles. Ich glaube, ich habe alles. Dann hoffe ich jetzt erstmal, dass das da durchdruckt hat. Seht das? Gerade so. Schaut fast identisch aus. Ne, ihr seht das gar nicht, gell? Ich hebe es jetzt einmal hoch. So, so. Da ist jetzt so ein hübsches Muster drauf. Ich weiß nicht, wie ich es halten muss, damit es nicht spiegelt da drin. Jedenfalls haben wir da jetzt ein Bild drin. Und zwar das. So. Dann nehmen wir unseren vorgeheizten, noch heizenden. Ich spüre es, dass er noch warm ist. Trotz Kabel, Schmorbrand, Lötkolben. Und dann kann man da jetzt ansetzen, dass man. Das hat nicht. Boah. Jesus, das ist nichts, das ist ja neu schmoren und nicht neu brennen. Naja, schauen wir mal. Stern, der geht am schnellsten und einfachsten, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie das zukünftige Würfelverhalten da drin dann sein wird. Aber Stinger tut es wie eine Sau. Das kann ich. Boah. Jesus, da schaue ich lieber Bierschiss aussehen, meine Hosen. Vom Geruch her ist der besser. So, das ist jetzt auch richtig tief drinnen, fällt mir auf. So, das machen wir jetzt noch leicht schattiert, weil ich das gerne so hätte. Und da fällt mir auf, dass die Spitzen locker ist. Naja. Naja. Leicht schattiert ist was anderes, glaube ich. Nein, habe ich ausgedruckt. Ist natürlich das offizielle Logo. Gerade wenn ich so Logos mache, dann muss ich das da ein bisschen vorzuzeln. Ich habe noch 4 andere nicht da. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Der ein oder andere fühlt sich vielleicht jetzt angesprochen. Das soll noch auf einen drauf. Ja. Das kommt auf einen drauf. Und das mag ich auf einen drauf machen. Ja, muss ich schauen. Erstens muss ich schauen, wie lange ich jetzt für das erste schon brauche. Zweitens habe ich es alles ausgedruckt und selber gezeichnet. Ja, früher oder später werde ich was selber zeichnen für den Schmarrn. Ich wollte auch den Namen noch dazu schreiben. Den werde ich dann einfach frei Hand dann rein.
Abtitzeln. So, jetzt muss ich mal schauen, wie das geht da mit dem geraden Strich. Ja, ich bin schon ungerade. Bin schon ungerade. Naja, mehr oder minder. So schaut es übrigens aus, wenn man da dann reinbrennt hat. Ja, also da ist jetzt richtig ein Loch drin, da kann man schön hängen bleiben mit den Fingernägeln. Bin mal gespannt. So, es geht auch brutal einfach. Dadurch, dass das Ding so heiß ist, muss mal so rum. Na, erst einmal einen Schluck trinken. Auf euer Wohl, Kinders, auf dem Vaterdach. Abgesehen davon ist das Basteln ja mehr so ein Geschnacke unter uns. Und vielen Dank für 7 Zuschauer und 3 Likes. So. Den Bogen habe ich raus. Den Bogen habe ich richtig schön rausgehabt. So, jetzt schauen wir mal, wie das in die andere Richtung. Na, wir machen die gleiche Richtung. Ey, der Bogen hat gut funktioniert, finde ich. Der Bogen hat echt gut funktioniert. So, Innenleben. Das geht deutlich schneller, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Dann können wir doch nur Würfel machen nachher. Erkennt, ups, so daher. Erkennt man da schon was? Hashtag mehr Schnaps. Hashtag mehr basteln. Glaube ich kommt gleich wieder. Bis gleich. Was auch total schön ist, es müsste eigentlich funktionieren. Weil von der Hitze her ist doch nur da. Ne, funktioniert nicht. Schade. Dann doch so. Hätte ja sein können und dann mit die Schleichwerbung von vorhin, die erwähnte, verschwindet. So, jetzt gehen wir da oben. Jetzt wird es spannender, weil ich jetzt nicht mehr gleich nicht mehr die ganze Fläche nutzen kann, sondern wirklich nur die Spitze. Das gefällt mir nicht. No. Das ist gar nicht so. Jetzt der Kleinscheiß wird schwieriger. Der Kleinscheiß wird deutlich schwieriger. Geht vielleicht doch nicht ganz so schnell, wie ich gerade erwartet habe. Ich merke auch jetzt schon, dass es am Griff warm wird, das Scheißding. Aber das Neibrenner geht deutlich angenehmer als bei Holz, muss ich sagen. Beim Holz dauert es ein bisschen länger. Ich werde es gerade wieder anvibriert. Wer vibriert mich an? Wo habe ich? Da habe ich. Hallo Bruderherz. Sehr schön, dass du vorbeischaust. Auch dir, Bruderherz, alles Liebe zum Vatertag. So, war das jetzt... Hat das da noch so einen Schlenkerer? Das hat da echt noch so einen Schlenkerer. Wieso hat denn das da so einen Schlenkerer? So. Und ich habe noch so viel zum Basteln, was wir noch alles machen können. Meine Frau hat es wahrscheinlich gefreut, wenn ich jetzt euch zeige, wie man knüpft oder Makramee macht.
Aber das ist die Antwort auf die Frage Sachen, die nicht passieren werden. Ich werde weder knüpfen noch Makramee machen. Aber ich habe vor, einmal Korb zum Flechten mit euch. Da muss wir ein bisschen Konzentration haben. Ich möchte mit euch Korbflechten machen. Ich möchte mit euch nur so viele verschiedene Sachen machen. Korbflechten ist das Einzige, was mir gerade einfällt. So. Nehmen wir jetzt so. Das der mir eh nur ausmalen, weil momentan sind es ja bloß die Umrisse. So. Aber es wird, Kinders, das wird, seht ihr das? Wie schön das wird. Das Weiße ist alles neu brennt. Mich wundert es aber, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass das so weiß ist. Ihr denkt, das wird dunkler. Aber das sieht man, dass diese Dinge, die ich da gekauft habe, nicht recht voll mordsmäßiges Leder intus haben. Ist aber auch nicht wild, weil sie erfüllen den Zweck. Und für den Preis, was habe ich da gezahlt? Ich habe für 10 von die Dinger vielleicht, weiß ich nicht, 12 Euro gezahlt oder so. Da geht schon einiges zusammen. Jetzt müssen wir dann rauf irgendwie. Und dann wieder da runter. Also leicht machen wir es mit dem Logo nicht. So. An den jungen Mann, für den das ist, dieses erste Teil, gehen natürlich auch herzlichste Vatertagsgrüße raus. Der ist nämlich selber Papa von einer ganz kleinen, knuffigen Maus. Dann gingen Grüße an meinen jüngeren Sohn raus, der heute seinen ersten Vatertag feiern darf, weil er Papa von der kleinen Julia ist. Auch eine süße, knuffige kleine Maus. Aber was sage ich, gell? Ich bin der Opa. Natürlich finde ich die knuffig. So, jetzt haben wir das Logo da oben gleich fertig. So, das wird richtig warm in die Finger. Ich sag's euch. Das wird richtig warm. Wir schauen, ob was im Chat passiert. Was treibt ihr heute nur so bei euch am Vatertag? So, dann fällt nur die Jahreszahl. Oh, jetzt erkenne ich es aber schon. Jetzt erkenne ich es aber schon, das Logo, oder? Hat was, finde ich auch. So, jetzt wird es spannend, weil wir das ja auch wieder mehr oder weniger freie Hand machen alles. Das ist die 1. Na, die 8 wäre ein bisschen eckiger als im Original. Dann haben wir die 9. Oh, es funkt. Fragt mich nicht warum. Und die 3. Klassische Quizfrage. In welchem Jahr wurde der VfB Stuttgart gegründet? Na, da habe ich es gerade reingeschrieben. Da, so. Da habe ich es gerade reingeschrieben. Apropos Quiz. In Planung steht ein Euler-Quiz. Das heißt, ich werde mir Gäste einladen, die von mir 15 bis 20 Fragen
um die Ohren gehauen bekommen zu verschiedensten Themen und dann dürfen sie mir Antworten geben. Und wer nach, keine Ahnung, 6 oder 10 Episoden von dem Quiz die meisten richtigen Antworten hat, der kriegt dann von mir eine Flaschen selbstgemachten Met oder sowas in der Art. Und mal schauen, was mir da noch so einfällt. Bei den Preisen bin ich mir noch sehr unschlüssig. War aber auch noch ein Thema, was ich gerne mal machen darf. Aber alles noch Zukunftsmusik. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich mag halt das machen, worauf ich Lust habe. Und momentan habe ich sehr viel Spaß am Rätseln. Ich darf auch gerne eine Art Buchclub machen. Dass ich mir ein Buch aussuche, über das geredet wird. Und dann können wir darüber schmatzen. Da könnt's dann gern, da kannst man mal über Instagram Vorschläge für ein Buch machen. Was ich noch nicht gelesen habe, sind das 4. Ja, sind 4. Ein Fliegegetier. Ich habe ein Fliegegetier im Zimmer. Und meine Katzen jagen es nicht, die Mistviecher. Kann das einmal brauchen. So, und dann haben wir da unten noch so ein kleines. Sind die Umrisse gleich alle drin, da sind es aber bloß 3 Zackel. Genau, da sind es bloß 3 Zackel. Das Ding wird heiß. Ich möchte mich ja nicht beschweren. Aber was ich gerade mache, ist weniger reinbrennen als reinschmelzen. Definitiv. So. Die Umrisse stehen. So sähe das Logo so da ungefähr. So sieht das Logo des VfB Stuttgart aus, wenn man die Umrisse reinbrennt hat. Jetzt füllen wir das nur aus, was dunkel ist. Das heißt, die Zahlen lassen wir so wie es sind, aber das da oben schmeißen wir noch alles weg. Da ist eins der Dreck drauf. Da ist eins der Dreck drauf. Wieder ein bisschen sauber. Warum ist denn das eigentlich so locker? Warum ist denn das eigentlich so locker, weil ich das nicht gescheit festgeschraubt habe? So, okay, her. So. Nochmal versuchen. Jetzt müsste da doch was gehen. Den muss man schön wegschmeißen, den Schmarrn da. Oh ja, da kommt wieder ein. Bah! Ich glaube, das ist mehr Plastik als das wirklich Leder ist. Aber okay. Lassen wir halt einfach trotzdem so im Titel stehen. Ich habe gedacht, ich habe da Leder gekauft. Aber mit Leder wäre es wahrscheinlich teurer gewesen. Da fällt mir auf, ich her ja auch gar nichts. Selbst wenn ihr was treibt, jetzt ist besser. Aber Detzek, ich habe das vorhin, glaube ich, richtig verstanden und möchte mich für deine Spende bedanken. Du alter Psycho. Aber ich nehme es mit Handkuss. Ich nehme es mit Handkuss. Meine Frau ist gerade aufs Klo gegangen. Hat sich von Anno losreißen können kurzzeitig. Wahrscheinlich eher müssen, aber okay. So ist das. Versteht sie mich eigentlich gut? Habe ich das hingekriegt mit dem Ton? Dass das von Anfang an passt. Wenn wir das letzte Mal gemerkt, als wir die Haarseife selber gemacht haben, war der Ton nicht ganz so überragend.
Die ist übrigens fertig geworden. Die ist jetzt komplett hart. Die erste ist schon wieder in Gebrauch. Spinnst du, ist das Ding heiß? Ja, aber gemeint, der DZ kommt halt vielleicht mal auf ein Bierli vorbei. Ist eine offizielle Einladung. Ton passt, dann ist gut. Wenn der Ton passt, ist alles gut. So, jetzt machen wir dann rüber durch das kleine schmale Ding, dann können wir da die Spitze ausmalen. Das ist sehr schön. Ich darf dir gern Musik nebenbei laufen lassen, aber das scheißt mir dann YouTube bloß wieder an. Das machen sie nämlich regelmäßig. Auch wenn ich überhaupt nichts dafür habe. Jetzt letztens beim 24-Stunden-Stream habe ich auch wieder Ärger gekriegt, weil in dem Spul eine Musik vorkommt, wo sich die Leute aufregen, dass ich die benutzt habe. Dabei kann ich gar nichts dafür, ich habe das Spul benutzt. Aber okay, lassen wir halt einfach so stehen. Sieht man das jetzt aus der Entfernung eigentlich? Na, ihr seht gar nichts, gell? Ihr seht bloß, dass ich was mache, aber ihr seht nicht, was ich mache. So schaut es aus jetzt momentan, wenn ich das ausmal. Kann da mal die Kamera oben setzen, vielleicht geht es dann besser. Ah, seht ihr jetzt was? Das ist, glaube ich, besser so, hä? Die Kamera ein bisschen runterfahren. Momentan arbeite ich eigentlich nur mit der dünnen Spitze, weil ich Angst habe, dass ich sonst was versau. So. Dann machen wir mal runter. Und dann haben wir da noch eine Spitze. Ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich habe es mir zwar ein bisschen anders vorgestellt. Ich denke, dass dunkler wird, wenn ich das dann neu brenne, aber dadurch, dass wir das bloß wegschmelzen, ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist jetzt unerwartet, aber okay. Unerwartet, aber okay. Derzeit weißt du schon, welcher für dich ist. Deiner war nämlich, wäre jetzt unter den Logos dabei. Da ist mir zwar lang nichts eingefallen, aber du darfst dir dann auch deine Farbe aussuchen, wenn du magst. Und wir haben ja Innenleben verschiedene Farben. Nur meine Farbe habe ich nicht gefunden. Bis dann, ich schaue bestimmt nochmal vorbei. Na, bin krank, kein Corona, aber erhole mich daheim und muss noch Trailer für CED Cup machen und sitze schon seit 4 Stunden. Ja, dann muss es ja bald fertig sein. Aber gute Besserung soweit schon mal. Und Tilo, ja, mich freut es, wenn du nachher nochmal vorbeischaust. Mir hat es aber schon gefreut, dass du einmal vorbeigeschaut hast. So. Wir haben das erste Logo jetzt eingebrannt. So, jetzt schreiben wir noch den Namen dazu. Den werde ich mir zwar jetzt auch vorzeichnen, aber per Hand. Da ist noch ganz viel Dreck drauf und dann werden wir da noch einmal drüber putzen. So, und zwar schreiben wir da jetzt noch hin. Kann man das lesen? Da, habe ich viel geschrieben.
Kann man das lesen? Das machen wir mal mit der Hand, damit noch ein bisschen mehr Eigensinn drin ist. Dann mal schauen, wie ich das Ester hier bringe. Oh nein, jetzt mag der Bildschirm ausgehen. C-Fix! Warum denn dieses? Ja, haben wir wieder ein paar Stunden. Haben wir wieder ein paar Stunden Ruhe davor. Uiuiui. So. Das ist jetzt mehr oder minder meine Handschrift. So. Kinders, der erste Würfelbehälter ist bebrannt, inklusive Name des Eigentümers. Das ging deutlich schneller, als ich erwartet habe. Jetzt können wir noch das Würfelverhalten, aber ich glaube jetzt nicht, dass da die Würfel groß hängen bleiben oder so. Nein, deren sie nicht. Deren immer nur ganz normal drüber rutschen. Funktioniert. Das erste Weihnachtsgeschenk von 2019. Ja, so lange habe ich es von mir hergeschoben, ist fertig. Und jetzt bucke ich mich schnell, bevor meine Katzen die Würfel verschleppen. So. Da ist er wieder. So. Ja, genau, das meinte ich derzeit. Ich habe für dich ein Emblem rausgesucht, was in deinen Würfelbecher reinkommt. Können wir jetzt von mir aus als nächstes machen. Das was du darfst jetzt erst einmal ein Fort raussuchen. Na, so eine Bohrform habe ich ja. Beim Schwarz darf es mich jetzt interessieren, langsam dann aber sicher, wie es ausschaut. Such dir mal eine Farbe raus. Autsch! Da habe ich schon reingelangt. Zack, ist passiert. Ich habe auch verschiedene Versionen. Der hier zum Beispiel, der hat eine sehr samtene, flache Oberfläche. Der ist glatt, dann haben wir also zwei verschiedene mit samtene Oberflächen und glatte Oberflächen. Weil das war jetzt einer mit glatter Oberfläche. Na? Aber war geschenkt fertig. Finde ich gut. Ich persönlich finde das gut, dass endlich einmal ganz fertig geworden ist. Na? Grün. Samt oder nicht Samt? Das ist hier die Frage. Samt oder nicht Samt? Das ist hier die Frage, genau. Aber wir können die anderen schon mal wieder weghauen, ne? Die kommen schon wieder weg. Und dann probieren wir als nächstes deinen. So. Samt oder nicht Samt? Samt möchte er da haben. Wunderbar. Dann machen wir Samten. Und dann werden wir jetzt das, was ich mir gedacht habe, was in deinen reinkommt, ausschneiden. Gefallen, freuen Sie die Katzen. Du kriegst von mir einen PlayStation Controller. So, dann nehmen wir wieder Kohlepapier her. Man kann Kohlepapier öfters als einmal nutzen. Irgendwann ist halt durch das Thema Kohlepapier. Aber okay. So, jetzt schauen wir, dass wir das einigermaßen so hinbringen, dass wir den einigermaßen mittig da reinbringen. Aber das sehen wir dann. Mitzikatze, lass das. So, und dann haben wir da jetzt einfach dick angemalt.
Ich habe das Gefühl, dass der leichter wird. Katze, aufhören mit zu kratzen. So lieb du bist, so sehr du gerade umeinander maunst und schnurrst. Ja, okay, das mache ich ein bisschen anders. Da mache ich es mir ein bisschen leichter. Ja, ein Kreuz. Kann man das sehen? Naja. Oha. Also bei dem Samtenen wird es schwieriger mit dem Durchpausen, fällt mir auf. Das sieht man jetzt ganz wenig. Also das Kreuz sieht man, das Steuerkreuz sieht man sehr gut. Also ich kann es erkennen, ihr wahrscheinlich gar nicht, aber okay. Wir probieren das jetzt trotzdem. So, schauen wir mal, wie das ausschaut, wenn ich da jetzt neu schnalze. Das wird eng. Oh, das wird ganz böse eng. Oh, das stinkt ja noch. Oh, das stinkt gleich noch viel mehr. Samt stinkt böse. Boah. Puh. Ich werde halt nicht bloß vom Wein besoffen, ich werde auch wahrscheinlich high für die Dämpfe. Oh, Ski ist was anderes, glaube ich. Ski ist was anderes. Da brauche ich eine andere Spitze für. Das heißt, wir stecken den jetzt ab, damit er mal kurz abkühlen kann. Sie werden aber auch relativ schnell wieder kühl. Das ist es jetzt auch nicht. Ich habe schon wieder eine Vibration gehört, gespürt. Oder nicht. Doch, da. Ja. Danke. Hab's doch richtig mitgekriegt. So. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass man das nicht so schön sieht. Also da sieht man es deutlich besser wie bei dem. Aber, okay. Wir deren jetzt da eine gescheite Spitzen ein und dann wird es schon werden. Mal schauen, wie die überhaupt aufgeht, weil das wird jetzt ein Chaos. Wahrscheinlich fliegen sie jetzt gleich alle durch die Gegend. Ah, fast. So. Fragt mich bitte nicht, ich weiß es nämlich wirklich nicht, das muss ich mal nachforschen, was der Unterschied zwischen den bronzenen, goldenen Dinger da ist und der Unterschied zwischen den, mag gar nicht aussehen, zwischen den silbernen Dinger. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung, warum es da einen Unterschied machen. Das Ding ist wirklich scharf, das schneidet. Das kann Aua machen, also gleich weg, weil ich kenne mich. So, haben wir drin. Und jetzt können wir mal vielleicht zusammen rausfinden, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel. Da haben wir einen Schnabel, da haben wir einen Schwanz, da haben wir das Flügel, oder? Ist das ein Vogel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
So, wir nehmen jetzt einmal die Spitzen dann, wenn der so weit runtergekühlt ist. Aber dafür, fürs Runterkühlen, damit ich das nicht abwarten muss, habe ich mir eigentlich irgendwo Handschuhe gelegt. Was ist der Unterschied zwischen dem Bronzen und dem Silbern? Es war mir klar, dass du nachfragst. Google mal für mich. Ja, irgendwo habe ich Handschuhe hingelegt. Fix! Katzen haben meine Handschuhe verzogen. Da ist er. Hab's gefunden. Hab sie gefunden. Ja, ist immer noch heiß. So. Ja, sehr schön, mein Handschuh schmilzt. Habe ich noch irgendwas, wo ich die rein tun kann? Ich habe doch bestimmt irgendein Glasel oder so da, wo ich die rein tun kann. Oh, Jägermeister Schnapsglasel. Weil die fällt jetzt bestimmt gleich runter. Habe ich doch gewusst. So. Eine Zange wäre auch hilfreich gewesen. Wo habe ich meine Zange? Ich hole mir schnell meine Zange. Ich weiß, wo sie ist. Bin gleich wieder da. Weil ich habe mir nämlich extra eine Bastelzange gekauft. Hier, ganz groß. Und muss jetzt aber auch festhalten, soweit dass ich das jetzt. Oh je. Oi, 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 oi. Die will aber nicht raus. Okay, wieso will die da nicht raus? Da ist es fest. Es geht nur um die Spitze oben. Ah. Die will nicht raus. Wieso will die Spitze da nicht raus? Ah, jetzt. Jetzt, komm. Da raus. Oder auch nicht. Das war zu voll. Jetzt habe ich die Heizspule mit rausgerissen. Das war gar nicht der Plan. Die muss da wieder rein. Naja, es könnte aber natürlich auch anders funktionieren. Ich weiß nicht, kann man das auch lange? Gute Frage, Wikipedia sagt mir nichts. Naja. Nein, das kann man nicht gescheit angelangen. Aber zweite Zange habe ich nicht. Das ist ja jetzt total unhilfreich. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir einfach die andere wieder rein und so. Es gibt ganz tolle viele Spitzen, aber ja, ich weiß nicht warum und ich kann sie nicht austauschen. Ja. Aber Hauptsache wir haben es probiert. Ganz toll ist auch, dass jetzt gerade die Spule nicht drin bleiben will. Jetzt bräuchte ich irgendwie noch eine dritte oder vierte Hand. Ach ja. No? Du blöde Scheißdrecksschrauben, bleib doch bitte einfach mal da.
Ja, genau, weiter raus war der Plan. Grütze Fünferl. Schnell, 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 bevor es wieder hupft. Bist du schon wieder kalt? Ja, aber der nicht. Da komme ich auch hin. Das mag ich nicht. Ja. Irgendwie so. No. Oder auch nicht. Geh jetzt da rein, du Arsch. Tief und ruhig atmen. Jetzt wirkt. Ja, immer noch so. Aber vorsichtig, wenn wir sind, dann kann man es vielleicht da reinbringen jetzt. Ohne dass wir uns zu sehr verbrennen. Yay! Yay, geschafft, soweit zumindest, dass wir das wieder festmachen können. Und dann können wir vielleicht auch wieder schlürsen und nochmal versuchen. Weil der große ist natürlich nur für die großen Dinger. Den hätte ich dann für den Holzlöffel hergenommen oder so. So, auf ein neues. Wir warten kurz, bis das Ding wieder warm ist. Handschuhe können wieder weg. Meine Zigaretten ist aufgeraucht, ohne dass wir da gezogen haben. Zünden wir unsere neue an. Derweil auf euer Wohl. Was ich mir mal überlegt habe, ist, dass ich da drüben in meinem Zimmer, wenn ich den Tisch da herstelle, vielleicht kochen kann. Also so einfache Sachen, wo ich jetzt keinen Ofen nicht da brauche, sondern bloß eine Herdplatte, weil da habe ich ja transportable, das kann ich da schon machen. Das kann man eigentlich auch mal probieren. Auf die schnelle Gericht mit Euda oder so. War vielleicht auch eine Option. Ich dazu gern so viel machen. Aber dafür brauche ich so viel Technik und das kostet so viel Geld. Ich weiß nicht. Ein bisschen macht mir das dann schon Angst. Mit viel Geld und so, das muss nicht unbedingt sein, gell? Ich versuche gerade noch ein bisschen mehr mich zu orientieren. So vielleicht. Das sehe ich besser. Bist du schon wieder warm? Der muss halt warm sein. Aber da ist die Spitzen auch voll größer, seht ihr das? Das ist ein brutales Gerät. Der muss halt aber warm sein. Es sei denn, es hat Sicherung schon ausbrennt. Okay. Warum auch immer der nicht funktioniert. Ich kann es euch nicht erklären. Aber eigentlich müsste alles gehen, weil davon geht ja auch noch alles. Ha! Ha! Jetzt habe ich so schön viele Spitzen und dann. Vielleicht kriege ich es ja jetzt raus. Vielleicht muss ich da die Schraube gar nicht aufmachen. Das ist so rum.
Viel besser. Das funktioniert. Ha! Gunnar, wo habe ich jetzt den anderen hingeschmissen? Wieso wird der nicht mehr warm? Der wird nicht warm. Wieso wird der nicht warm? Weil ich ihn hier gemacht habe, habe ich den jetzt echt zerstört. Das war unpraktisch. Das war jetzt nicht so praktisch, weil eigentlich wollte ich mit dem weiterarbeiten. Na, habe jetzt nichts gesehen. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Wäre schon schön, wenn ich dich da jetzt wieder neu bringe, Grutze fix. Und dann hoffen wir, dass der wieder warm wird. Wir nicht mehr den großen und brennen dabei was anderes. Aber der große hat jetzt auch nicht funktioniert. Warum hat der große eigentlich nicht funktioniert? Ich sehe es positiv. Einen habe ich geschafft. So, wo ist jetzt der? Da ist die Spitze. I found the Spitze. And I put the Spitze in. Ich habe wieder vibriert. So. We hope that it will warm werden. Na? Wie ist denn das offen? Mein Bruder sagt, dass die kleine Emma lustig findet, wenn ich fluche. Das ist schön. Der hat keinen eigenen Account auf YouTube, sonst kann er mir vielleicht noch was im Chat einschreiben. Aber so halt auch nicht. So, ja, wird warm. Wieso wird da nichts mehr warm? Es wird überhaupt nichts warm. Wieso wird da nichts mehr warm? Wieso wird da nichts mehr warm? Das finde ich nicht gut. Meine Steckdosen sind hier. Kann aber gar nicht sein. Also sie sind beide. Ich schaue jetzt tatsächlich nach. Ich bin wieder da, gucke jetzt aber PS4. Du kannst schauen, wie du lustig bist. Wenn du mir zuschaust, freue ich mich. Ich schaue jetzt trotzdem schnell nach, ob meine wie heißen's, Sicherungen noch alle drin sind. Das war hilfreich. Nein, an den Sicherungen liegt es nicht. Ja, ich kann es auch lange, das ist nicht der Sinn des Ganzen. Wieso aber funktioniert das nicht? Habe ich es versehentlich abgesteckt. Ich grabbel mal am Boden umeinander. Ich grabbi mal am Boden umeinander.
Ja, Kippen gefunden. C-Fix Lattenscheiß. Habe ich nicht irgendwas, was ich da mal schnell anstecken kann und schauen kann, ob der Strom funktioniert. Nein, funktioniert. Ja, da ist es wieder mit dem Alter. Da habe ich heute schon drüber geredet. Es wird nicht mehr warm, das Zeug. Warum wird das Zeug nicht mehr warm? Habe ich nicht noch einen dritten? Ich glaube, ich habe noch einen dritten. Die Ausrüstung stirbt zuletzt. So, dann stecken wir jetzt den dritten an, weil die ersten zwei wollen nicht mehr. Dann können wir die zwei wieder abstecken. Zerficken, Scheißen, Kack, Fuck, Scheiß. Entschuldigung, Emma, ich wollte dir nicht solche Sachen beibringen. Ach, ja. Aber ich glaube, mit dem habe ich bisher am meisten gearbeitet sogar. So, dann gehen wir mit Kamera wieder ein bisschen auf. So. Ständer, Gerät himself. Auch hier wieder ganz viel verschiedene Teilchen. Welchen nehme ich jetzt da? Den da. Ich glaube, der schaut gut aus. Den schauen wir jetzt gleich ein. Na, geh her. Und dann stecken wir den jetzt an und hoffen, dass der funktioniert. Wäre schön, wenn wenigstens einer von drei funktioniert. Jetzt habe ich drei von den Teilen und die funktionieren alle nicht. Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe es nicht. Ich würde gerne, aber ich verstehe es nicht. Da kommt der Hitzen raus jetzt. Autsch. Ist schon passiert. Habe ich irgendwas, auf dem ich kurz... Oh, bestimmt. Viertel. Ne, nochmal anders. Auf dem Viertel kann ich vielleicht mal wirklich irgendwas machen. So, die habe ich schon angeschliffen. Oh ja, der wird wirklich warm. Also ich weiß, dass wenn es zu warm werden, dass dann einmal gerne ach so. Das mich da wundern, wenn es einer versteht. Morgen noch nicht. Ich kann da einen Würfel nehmen und einen Einser reinbringen oder so dabei, gell? Wenn es denn dann irgendwann mal funktioniert.
ärgert mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, dass ich da nichts Gescheites gefunden habe bisher. Wird warm. Also er wird definitiv warm, aber er wird da warm, wo er nicht warm werden soll. Außerhalb der Dinge. Vielleicht muss ich das nur weiter reinschrauben. Das ist ja ein Schiff. Alter, das ist Schiff. Aber so Gewinde ist eigentlich immer gleich, oder? Das Aha, wir kommen der Sache näher. Er geht weiter rein. Er geht deutlich weiter rein. Der geht deutlich weiter. Oh, sehr schön. So, jetzt schauen wir mal, wann sich da was tut. Das war auch nicht der Plan. Aber jetzt wird es warm, das Ding. Ja, deutlich wird es warm. Ah, sehr schön, sehr schön. Diese Dinger gibt es in zig verschiedenen Preissegmenten, also diese Lötkolben. Da kann man einen Haufen Geld für ausgeben. Man kann sich komplette Sets kaufen für ganz wenig Geld. Man kann sie. Also sogar das Holz wird jetzt schon warm, wenn ich da hier drücke. Also wenn ich so mache, dann muss halt jetzt richtig schön ein schwarzer Fleck zum Sehen. Jawohl. Aber eben nicht, dass da ein schwarzer Fleck zum Sehen kommt. Ja, es funktioniert. So. So rein theoretisch könnten wir da jetzt eine 1 reinmachen, glaube ich. Mal das langsam machen. Ah, da braucht man Geduld für. Ich sehe schon, vielleicht nicht zwanghaft meine Art zu arbeiten. Geduldig ist nicht Vollgas meinst. Jetzt muss sich was tun. Ja genau, jetzt tut sie ja was. Das ist die Frage. Geht das so wenn ich mit Druck arbeite? Aha! Mit Druck kann man dann 1 machen. Was ist gegenüber von der 1? Wer weiß es? Ja, um einen 6er. Ah, jetzt wird er wirklich warm. Jetzt merke ich es auch. Ein 4er. Gegenüber von der 4 ist die 3. Dann haben wir nur die. Boah, das Ding wird einmal richtig Bass Horse an die Finger. Die 2 und da gegenüber ist die 5. Einen schönen Bauch für die 5. So, unser erster selbstgebrannter Würfel. Wunderbar, hat funktioniert. Jetzt kann ich da wieder weitermachen, hoffe ich. Ohne zu viel Druck eigentlich. Ja, das geht schon. Das geht schon. Ich habe jetzt zwar die Schultertasten etwas vernachlässigt, aber ich glaube, der Dätzek nimmt mir das nicht übel.
Ja, das geht aber mit der Spitzen schon deutlich besser. Aber wenn das Scheißding brutal warm wird an die Finger. Aber okay. So ist halt, gell? Bin ja froh, dass ich noch einen dritten gefunden habe, der funktioniert. Nachdem die ersten zwei beide gleichzeitig ihren Geist aufgegeben haben. Das ist ja auch selten, oder? Ja, das wird nicht so schön, weil sie da das Leder auch mit verzirkt. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir da innen rein. Ach, die ist kacke. Klump. So geht's gut. Also wenn ich es wirklich mit der Spitze mache, kriege ich zumindest auch die Rundung einigermaßen hin. So. Ja, nicht schön, aber selbst gemacht. Beide gleichzeitig ist mir schon mal passiert. Also meinem Vater. Ja, es ist ganz komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, warum da zwei auf einmal haben. Was sind jetzt da die Punkte? Jetzt sehe ich selber nicht mehr. Naja, das werden wir schon hinkriegen. Wie viele Knöpfe sind das? Die sind so diagonal versetzt. Gell? Oben einer, unten einer, links, rechts. Äh. Zwei, drei. Was ist das Ding warm? Und vier. Kann man das erkennen als das, was es sein soll? Ein bisschen schief ist es. Ein bisschen sehr schief. Aber wie gesagt, nicht schön, aber selbst gemacht. Dafür können wir jetzt umso größer draufschreiben, wem es gehört, das Teil. Ja, wo ist, da ist. So, kann man lesen, gell? So, das ballern wir da jetzt noch rein. Ich habe wieder mit dem Kabel. So. Das Ding wird warm. Also man sollte, wenn man sich so einen kauft, vielleicht auf die Isolierung achten. Dass man eben nicht das Problem hat, dass man immer weiter vom Griff nach hinten rutscht. So wie ich das jetzt gerade tue. Weil der wird schon brutal warm. Sehr schön. Danke, Thilo, dass du mir da Bescheid gibst. Ich finde das sehr schön, dass man das lesen und erkennen kann. Jetzt habe ich den schönen Umrandungspups da verschoben. Naja, das geht schon noch, denke ich. Ich glaube, dass die eigentlich nicht dafür gedacht sind, auf diesen Lederteilen rumzusauen. Aber das kann ja uns egal sein. Solange das Ziel erreicht wird. Mit Gefühl, langsam um die Kurve.
Ja, das ist wirklich nice schmelzen. Also ist es in dem Fall wohl eher Schmelzmalerei. Ja. Au! Heiß! Zifix! Ich weiß, ich halte es gerade ein bisschen schief, aber ich habe Angst, dass ich mir sonst wieder die Finger verbrenne. Das tut nämlich echt weh. So, theoretisch wäre der jetzt auch fertig. Jetzt muss ich da bloß noch ein bisschen die Überstände entfernen. Wenn ihr sowas macht, macht es mit der frischen Klinge. Die häuten besser. Oder die schneiden einfach das Zeug schöner weg. Auch hier der große Würfeltest im Nachhinein. Aber das schaut gut aus. Ja, es würfelt sich alles. 2 Geschenke fertig. Ich bin total stolz auf mich. Ja, da scheint das Licht ein bisschen blöd ein. Finde ich. Aber ja, es wird, wir bringen es alles hin. So, 2 sind fertig. Ein paar fehlen noch. So, kommen wir zu dem Kollegen hier. Der Kollege wollte diesen Schriftzug, weil das andere, was er gesagt hat, was er gerne hätte, das kann er sich ins Haar schmieren, das probiere ich gar nicht erst. So. Ausgeschnitten, zusammengeknüllt, auf den Boden geschmissen. Ist der noch da? Ist der Zombie-Fucker noch anwesend? Da probieren wir es mit Schwarz. Ich möchte wissen, wie es ausschaut, wenn ich in das Schwarz hineinbringe. Was jetzt total schwierig wird, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das durchdrucken soll. Ich kann ja nicht mit Schwarz auf Schwarz schreiben. Ha. Was wir versuchen könnten, wäre das hier, dass wir da direkt durcharbeiten. Aber ich weiß nicht, ob ihr seht, wie das qualmt. Ich glaube, dass das an sich nicht so die intelligenteste Idee ist. Aber festbrennt habe ich es. Naja, es ist okay. Probieren wir es einmal. Wir fahren da jetzt einfach ein paar Mal drüber. Bedenkt euch, ich habe einen Feuerlöscher auch ums Eck. Also so ist nicht. Einen dicken Schlauch habe ich mit ganz voll Wasser. Also ich glaube, ich kann es da dran jetzt hochheben. Ja. Ja, eigentlich wollte ich die alle bebrennen. Das heißt also noch 2, 4, 6, 8, 10 sind es noch. Aber das werden wir nicht alles heim machen. Wir werden jetzt dann noch ein bisschen an dem Löffel hinschmieren. Wahrscheinlich, da habe ich Lust drauf. Jetzt wird es spannend, weil jetzt haben wir da eine Rundung drin und ich weiß noch nicht, wie ich die. Ich weiß nicht, wie ich hier eine saubere Rundung hinkriege. Geschweige denn, ob das alles so wert, wie man das vorstellt. Aber okay. Das Schöne bei der Schriftart, die er da genommen hat, ist, dass das alles ein bisschen verhurt ist und dass man da
nicht so ganz genau drauf schauen muss. Das ist halt jetzt meine Interpretation seiner Schriftart. Okay. So. Da ziehen wir jetzt runter, so rüber und da ein bisschen hin und da oben machen wir noch einen Punkt rein. So, und dann machen wir hier ganz feine Linien, soweit wir das hinkriegen. Und dann werden wir danach einfach das Papier abziehen. Das E zum Beispiel ist auch sehr schön. Das besteht ja eigentlich nur aus diesen Querstreben hier. So. So. Hier den noch rein und den machen wir noch rein und dann werden wir da unten noch ein bisschen Verlauf hier schmieren. Oh, es stinkt! Okay, wie viele wollen wir morgen noch machen? Ja, wie gesagt, also den auf alle Fälle noch, dann habe ich noch einen hinter mir liegen, eine Zeichnung, die ich auch noch verarbeiten möchte eigentlich. Also die machen wir auf alle Fälle noch. Die zwei dann und es sei denn, er gibt hier auch seinen Geist auf. Ein bisschen dicker hier oben, dann mal wieder ein bisschen runter und mit Druck arbeiten. Wir müssen schauen, wie es ausschaut, wenn das Papier dann weg ist. Da habe ich nämlich noch keine Ahnung von, wie das ausschaut. So, dann haben wir hier sehr fein. Sehr fein. Ja, aber also rein theoretisch müsste es ja weiß werden. Rein theoretisch stelle ich mir gerade vor, dass das, was ich da einbrenne, weiß wird. Uha, der ist ein bisschen sehr dick geworden. Der ist ein bisschen sehr, sehr dick geworden, aber das ist mir jetzt gerade wurscht. So, und da drüben noch ein bisschen und dann müssen wir da noch laufen. Oh, verbranntes Papier riecht aber eigentlich gar nicht so schlecht. Da das B. Das B wird echt nicht so einfach, glaube ich. Seht ihr das, wie das raucht? Sieht man das bei euch? Ich weiß nicht. Also mehr oder weniger verbrenne ich eigentlich gerade nur Papier. Ich bin über Nacht Bayer geworden. Naja, ein bisschen Übung noch. Dann bist Bayer geworden. Ein bisschen Übung fehlt noch, aber das ist okay. Ich finde beim Schreiben ist es weniger das Problem als beim Sprecher. Weil ich habe nämlich gemerkt, dass so richtige Preisen ist nicht auf die Reihe bringen, das Wort Maß richtig auszusprechen. Bei denen heißt es immer Maß. Oder so Kleinigkeiten wie Christi und Pfirti, dass die das nicht lesen können. Das macht mich fertig. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Vor allem ja okay, ich wachse natürlich damit auf. Ich mache das schon seit eh und je, dass ich Christi und Pfirti sage. Jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich da schon einen Flecki eingebrannt, der da nicht hingehört, weil ich zu flach geworden bin. Naja. Schauen wir mal. So, da wird es wieder schön eng.
Ich habe echt keine Ahnung, wie das gleich ausschaut, wenn wir das Papier runter haben. Ja, da ist noch so ein bisschen, den möchte ich drin haben, den Tropfen. So. Also ich bin natürlich gebürtiger Bayer. Du bist ein gebürtiger Bayer. Ja, funktioniert gut mit dem Papier abziehen. Ich hab's festbrennt. Kinder, ich hab's festbrennt. Ich hab's wirklich, nein, ich hab's Papier eingebrennt ins Leder. Auch schön. Ich glaube, dann nehme ich mir jetzt einen feuchten Lappen und tue es ab. Bevor ich da jetzt noch ewig umeinander witzel. Das Papier ins Schwarz eingebracht. Das schaut gar nicht immer so verkehrt aus, finde ich. Wieder was gelernt. Brenne nicht durchs Papier. Das hast jetzt du gesagt. Das lese ich auch nicht vor. Also wirklich. Du bist das, was die heutige Jugend sein sollte und kein gebürtiger Kapper. Ja, so ein Schmarrn. Aber übrigens danke, dass mir jemand beigebracht hat, was Kapper bedeutet. Ich glaube, das warst sogar du. Ja, ich habe es definitiv ins Leder hineingeschmolzen. Und da noch ein bisschen rauswurzeln. No, no. Ja, genau, das ist der Unterschied. Das ist, lieber Thilo, genau der Unterschied, den ich gemeint habe. So. Das schaut ja jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ja, das weiß ich. Ja, das ist doch okay. Kannst ja du nichts dafür. Tilo, der allerechte Hesse. So. Also ich glaube, ich kriege das da jetzt nicht mehr raus. Das Papier. Das habe ich, glaube ich, einfach eingebrennt. Aber so schaut es doch viel verruchter aus und passt viel besser zum Namen, oder? Meint ihr nicht auch? Ich finde, das schaut gut aus. Na? Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie dem sein Charakter bei Shadowrun geheißen hat. Und da die das jetzt auch noch einbrennen. Wie hieß jetzt der? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Fick Scheiße. Jetzt frage ihn schnell. Jetzt frage ihn schnell. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh je, da ist er. Lappen, nicht kratzen. Jawohl, Herr Meier, ich hole mir gleich einen Lappen. Aber vorher muss ich ihn fragen, wie sein Name ist. Name, SR.
Jetzt. Chat. Danke. Ich hol mal einen Lappen, Herr Meier. Vorher trinke ich noch einen Schluck. So, bis gleich. Ah. So, jetzt da. Lappen nicht kratzen, sagt er. Ich habe mal einen feuchten Lappen. Wollte der Herr Meier einen feuchten Lappen? Ich weiß noch nicht. Das funktioniert. Danke, Herr Meier, für diesen glorreichen Tipp. Kann man das noch erkennen? Ja, es ist immer noch ein bisschen Papier mit drin. Finde ich aber, wie gesagt, immer noch nicht schlecht. Macht es ein bisschen schmutziger und passt zum Namen. Und dafür, dass das so eine mistige Drecksschrift ist, haben wir das doch gut hingebracht. So, Putzlumpen zur Seite. So, wir warten immer noch auf den Namen, aber das kann ein bisschen dauern. Währenddessen können wir den nächsten anfangen. Den können wir aber wieder durchpausen. Der kriegt es nämlich in Gelb. In Gelb kriegt es. Und zwar malen wir da jetzt das da drauf. Wer außer Herrn Meier weiß, was das ist? Ich treffe heute den Mülleimer nicht. Aber das ist eine. Achso, ne, die habe ich ausgesteckt. Der ist so warm. Der strahlt aus, das ist der Wahnsinn. So, Bleifisch. Wo habe ich jetzt meinen Bleistift hier? Da. Gefunden. Nein, hat mit Naruto hat's relativ wenig zu tun. Ich glaube, Naruto ist deutlich neuer als dieses Symbol. Du solltest vielleicht noch Kohlepapier drunter legen. Illuminati, auch eine sehr schöne Idee. Nein, immer noch älter. Naja, NASA. Achso, ja, NASA. NASA? Nein, die NASA ist ja auch nicht älter als die Illuminati. Ist dieses Symbol. Der ein oder andere könnte es tatsächlich wissen von den Leuten, die ich hier hin und wieder als Besucher habe.
Aber der Herr Meier darf es gerne auflösen. Dann hoffen wir, dass der Herr Meier jetzt gleich kommt, sonst muss ich es auflösen. Aber ich glaube, dass der Herr Meier das sicherlich noch mitgekriegt hat. Herrn Meier übrigens auch einen wunderschönen Vatertag. Dass er heute gar nichts mit seiner Tochter macht. Kommt nicht. Er kommt nicht zurück. Herr Meier, können wir uns aus die Puschen? Oh, jetzt bin ich verrutscht. Das sehen wir gleich. Sehen wir gleich, wie sehr wir verrutscht sind. Triskele, das ist korrekt, Herr Meier. Ich bin sehr stolz auf Sie. Aber Triskele ist jetzt heute die Aussage, was es ist. Eine Triskele ist ein keltischer Knoten. Dementsprechend ist das auch schon sehr alt, diese Art von Symbolen zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau dieses Symbol damals schon gegeben hat, ob das irgendeiner gemacht hat. Wir sind durch, wir müssen alles Sigmal haben. Ist da jetzt eine Triskele? Da ist eine Triskele. Juhu! Ihr kennt euch. Ja, das ist mein Cousin. Der Herr Meier ist mein Cousin. Und der Vorstand aus unserem Mittelalterverein ist er auch noch. Und wer hart arbeitet, der darf auch hart trinken. Jetzt müssen wir das Glas wieder auffüllen. Na, Späßle, eigentlich ist er nicht mein Cousin, eigentlich ist er mein bester Freund. Das kann ich ganz offiziell auch so bestätigen. So, also voll verrutscht bin ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich verrutscht bin. So, dann, wie machen wir dafür? Das Ding, wenn nicht zu heiß war. Aber warte mal. Ha! Ha! So. Schauen wir mal. Habe ich heute schon wieder so viel Delay? Ich glaube, ich habe heute schon wieder viel zu viel Delay. So. Das wird doch wieder sehr schön. Da wird man Hi, Kindes. Wer braucht schon Drogen, wenn man basteln kann? So.
mittleren Scheiß noch ein bisschen wegschmelzen. Wegschmelzen. Schönes Wort, finde ich. Schmelzen. Das ist fast wie eine Schneuzen. Hallo Ragnarbär, was machst du hier? Bist gar nicht beim Fraule? So. Herr Vorstand, daten Sie mal Ausrufezeichen Mittelalter in den Chat schreiben. Das wäre sehr, sehr schön. Weil ich komme nämlich heute nicht an meine Tastatur. Also schon, aber dann müsste ich mich ordentlich über den Tisch beugen und das geht wahrscheinlich in die Hosen und ich zünd mir selber an. Die stinkt ganz brutal. Es ist warm an den Fingern. Danke, Thilo. Danke, Herr Vorstand. So, Thilo wird neuer Vorstand. So schnell geht's. So schnell geht's. So. Oh, Auge raucht mit. Mag der jetzt nicht, oder? Ach so, nee. Ich weiß, woran es liegt. Ist falsch geschrieben. Hab aber auch zweimal hinschauen müssen, bis ich es gesehen habe. Bei uns in der Nähe von München musst du unterschreiben. Da müsstest du drunter kommen. In Hessen sind wir nicht ganz so häufig unterwegs. Übrigens, Herr Meier, ich habe es geträumt. Ich habe geträumt, dass Maria Bethausen stattfindet. Ich hoffe, ich bin ein Hexe. Nein, Ausrufezeichen Mittelalter, alles zusammengeschrieben. Sag einmal, der eine schreibt Mittelalter ohne L im Alter und der andere schreibt Mittelalter und macht dann alle Leerzeichen dazwischen. Ausrufezeichen Mittelalter, alles zusammengeschrieben. Sag einmal, Kinders. Wo war ich denn? Da. Wenn Corona vorbei ist, Thilo, wenn Corona vorbei ist, dann treffen wir uns gerne mal auf dem Markt. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht in Hessen einen Markt finden. Jetzt da. I have a dream. Maria Bildhausen findet statt. Ich sag's euch, das funktioniert. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert das. Und wenn es bloß gerade genau da die Phase ist. Ich nehme jetzt extra Urlaub, ich muss jetzt mit meinem neuen Arbeitgeber reden, ob ich da Urlaub kriege.
So. So. Ja, einen Putzlumpen nochmal raus, den Dreck abwischen. So. Na, eine Driskele. Also sie ist schon etwas verschoben, aber sie ist vorhanden. Sie ist erkennbar vorhanden, glaube ich. Fällt mir ein, dass die Kamera nicht richtig sitzt. He? So, sitzt besser. Also den brauchen wir noch, den Handschuh, den brauchen wir noch, weil wir müssen ja jetzt noch einen Namen dazu schreiben. Wir müssen jetzt nur den Namen dazu schreiben. Und zwar ist das in dem Fall, da weiß ich es wieder. Zumindest weiß ich, dass ich, wenn ich sowas machen will, nimmer die, wie sagt man, die flauschigen Kaff, sondern mehr die glatten. So. So, jetzt mal an die Leute, die ein bisschen Englischkenntnisse haben. Habe ich das richtig geschrieben heute? Daher? Habe ich das richtig geschrieben? Da hat mich gefreut, wenn ich das richtig geschrieben habe. Ich und Englisch schreiben ist ungefähr so wie, weiß ich nicht, Schalke und Fußball spielen. Schöne Grüße gehen raus an André und an Plitt. So, Kabel wieder nach oben legen und dann der mal den Namen dann noch neu schmelzen. Und es ist wirklich schmelzen, Kinder. Es ist so krass schmelzen. Sehr gut. Wie sind deine Schulnoten in Englisch, Thilo? Wobei ich jetzt befürchte, dass ich wieder Kenntnis nehme von etwas, was sich für meine Jugend nicht so ergeben hat. Thilo muss man noch einen Gefallen tun, der muss sein Pap noch alles Liebe zum Vatertag wünschen von so einem alten Mo wie mir. Was sagt jetzt dir eigentlich dazu, dass du am Vatertag vorm Computer hockst? Ich hatte in Englisch eine 5, darum. Das liegt aber einfach daran, dass ich es nicht lesen und nicht schreiben kann. Sprechen funktioniert, also ich war mehrfach in Irland im Urlaub.
Da haben mich alle soweit verstanden. Da wurde mir auch bestätigt, dass ich gut Englisch spreche, wobei ich glaube, die wollten einfach höflich sein. So, dann ist der vom Ditsche da fertig. Wobei es auch gut ist, gell? Ich frage euch, ob ihr mir sagen könnt, ob ich richtig geschrieben habe und ihr wisst überhaupt nicht, was ihr schreiben wollt. So, dann machen wir den jetzt da einmal zu und dann wird da auch noch mal drin gewürfelt und geschaut, ob das passt. Und wenn der Herr Zombie, also wenn mein Vater chillt gerade und ich lasse ihn in Ruhe. Ach so. Aber du sagst ihm dann nachher noch alles Gute unbekannterweise zum Vatertag. Von einem alten Mo, der versucht hat, was zum Basteln. Hoppala. So. Die Würfel sind auch drin, aber das schaut auch wieder gut aus, dass die da drin schön flutschen. Ja, wunderbar. So, Nummer 3, fertig. Sehr schön. Also man spürt, dass da jetzt, ich bin auf einer europäischen Schule und wir haben jede zweite Stunde auf Englisch. Oha! Das wäre genau meine Schule gewesen. Spinnst du? Jede zweite Stunde auf Englisch. Du faszinierst mich immer mehr, junger Mann. Immer mehr Faszination betrifft mich, wenn ich was von deiner Person erfahre. Absolut super. So, jetzt muss ich den schnell anrufen, weil der merkt sich nicht. Na, mein Finger ist wieder zu sehr. Okay, machen wir es anders, machen wir es so. Ihr seht das nicht, gell? So. Keine Nummern zeigen. Ja, wo ist er denn? Da ist er. So, ein kleines Telefonat am Rande. Es tutet. Der geht nicht hin. Der ist wieder eingeschlafen. Ich habe ihn so gelangweilt, dass er eingeschlafen ist. Ja, okay. Müssen wir noch warten. Funktioniert nicht. Dann lassen wir das dabei. Dann machen wir jetzt den Kochlöffel. Auf den hatte ich richtig Lust. Ich möchte nämlich in den Kochlöffel irgendwas neu wurzeln. Vorschläge, wie wir den Kochlöffel. Ah, er ruft zurück. Guten Tag. Habe ich nicht. Warum steht dann dein Name noch nicht im Chat? Achso, ja gut, dann jetzt SR-Name im Chat. Damit ich weiß, wie man schreibt. Ich habe ihn vergessen, ich gebe es zu. Dein Shadowrun-Name. Auf Englisch haben wir Religion, Musik, Mathe, Sport, Bio, Kunst und Englisch. Ach du Scheiße, ihr habt Religion, Musik, Mathe, alles auf Englisch. Ihr darf mit der Schürzen. Danke. Tschüss. So, wachgeworden ist er. Dann können wir das jetzt auch noch machen. Wo ist jetzt schon wieder mein Bleistift hier? Gott, 10 lesen gleich mein Bleistift. So. Englisch. Ja, okay. Englisch auf Englisch ist absolut sinnvoll. Das kann ich nachvollziehen. Kunst auf Englisch. Slate. Naja, irgendwas hatte ich da im Kopf. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, wenn ich darauf rumschmiere. Also ein bisschen sieht man es. So, kann man das erkennen? Ja, man sieht es tatsächlich. Man sieht es tatsächlich, so das brennen wir da jetzt noch eine.
Und dann haben wir die 4 schon mal fertig. Währenddessen könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, was wir in den Löffel einkratzen. Da ist es dann nämlich wirklich brennen. Und wenn ich jetzt schon Brandmalerei angegeben habe, dann möchte ich die mindestens Ort drum Fertigbrandmalereien. Ich hätte da noch. Wir kannten Runen einschmieren. Wir kannten auf Runen irgendeinen hübschen Satz einschmieren in den Löffel. Das war was ich gut fand. Aber wenn ihr eine absolut gute Idee habt, was man in diesen Löffel kratzen kann, dann da die Song, haut es raus. Eine in den Chat damit. Ich habe mich immer gefragt, warum Leute den Chat beim Streamen mit Chat ansprechen. Bis mir aufgefallen ist, dass ich natürlich noch jeden einzeln ansprechen kann. Weil bei mir sind es nicht so viel. Aber es gibt bestimmt Leute, wo das richtig viel krass viele Leute sind. Also es gibt ja auch Leute, die ich zuschaue, wo richtig viele Leute dabei sind. Wo man dann denkt, ja, die sagen nur die einzelnen nochmal. Die müssen natürlich schauen, dass das ordentlich herbringen. Das ist, also auf Schwarz ist nicht einfach, aber es schaut auch nicht schlecht aus. Oder? Schaut gar nicht so schlecht aus. Boah, die stinkt leid. Boah. Kannst mich ja mal was fragen und ich übersetze. Okay. Das Problem ist, dass ich es nicht lesen kann dann. Aber wir probieren das jetzt einmal aus. Ich frage dich was auf Englisch und du übersetzt es mir. Also ich frage dich, was heißt das auf Englisch und du übersetzt mir dann das Wort bzw. den Satz. Sehe ich das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ein Netzspul. Hölle? Oh je. So. Ich muss zwischendrin mal wieder raushauen, aber vielen Dank für 6 Zuschauer und 4 Likes. Das ist so warm, das Ding. Der ist wirklich heiß. Den werde ich jetzt dann gleich auch sauber machen müssen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, dass ich das jetzt so lang gemacht habe. Aber man sieht jetzt auch den Unterschied, wie es ist, wenn man nicht durch Papier arbeitet, sondern das direkt auf dem Schwarzen macht. Also das mit dem Papier finde ich fast noch geiler. Das mit dem Papier finde ich fast noch geiler wie anders. So. Und dann haben wir auch hier ein fertiges Ergebnis. Herr
Zombiefucker. Also du sagst mir was auf Deutsch und ich übersetze es ins Englische. Dann ist das erste, was ich da sag, mein Ochkatzel hat sein Ochkatzelschwarf in der Ochkatzelschwarf fallen eingeklemmt. Wobei das jetzt fies war. Aber wir können es ja mal probieren. Also der Unterschied zwischen Papier und normal, ich finde das mit Papier schon irgendwie geiler, gell? Aber das ist jetzt persönlich mein heutiger Favorit. Tatsächlich ist das mein heutiger Favorit. Aber auch hier die Würfelprobe aufs Exempel. Da haben wir die Würfel hingelegt. Naja, die Tüte brauchen wir jetzt nicht. Genau so. Aber auch die rutschen schön. Es hat wunderbar funktioniert. Finde ich total gut. So, jetzt habe ich nämlich runentechnisch. Oh Gott, mein Rücken. Ich habe gesagt, mein Ochkatzel hat sein Ochkatzelschwarf in Ochkatzel vorhin eingeklemmt. Vielleicht sollten wir das erstmal auf Deutsch übersetzen. Das zum Beispiel habe ich schon mal brennt. Das habe ich auf Holzkisten drauf gebrennt. Und dazu habe ich das als Eckennummer. Das ist jetzt so. Das habe ich auf Holzkisten brennt. Das ist bei uns im Mittelalter vor allem, da sind unsere Medikamente und sowas drin. In der Kiste. Das ist sehr nett. So. Wir können jetzt irgendwie einen schönen Soß auf unseren Löffel drauf bringen. Da darf mir was einfallen, das darf dem Herrn Meier bestimmt auch einfallen. Dafür brauchen wir als erstes ein V. Das brennen wir da jetzt rein. Das machen wir jetzt Vollgas los. Achso, wir müssen erst einmal unser Brennerli wieder sauber machen. Das ist nämlich total zugeklebt mit dem schwarzen Zeug jetzt gerade. So. Und jetzt tun wir wirklich mal. Könntest du es in den Chat schreiben? Da mal einer bitte in den Chat einschreiben, mein Ochkatzel hat sein Ochkatzelschwarf in den Ochkatzel vorhin eingeklemmt. Wenn der Axel das jetzt schafft, flippe ich völlig aus. Dann weiß ich nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Weil meine Tastatur ist leider ganz weit da vorne. Da komme ich ganz schlecht hin. Aber wir probieren das jetzt mal. Vielleicht weiß das der Herr Meier, der wird schreiben können eigentlich. Also wir brennen jetzt in den... Nein, das ist eine ganz andere Geruch. Genau den Satz schreibe ich da jetzt rein. Bloß nicht von, sondern vor. Nee, schaffst du nicht. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ist ja auch nicht schlimm, dass du das nicht schaffst. Der Herr Meier könnte es aber schaffen. Wir schreiben jetzt den Satz da in... also ihr seht es nicht, gell? Hier mit diesen Dingern da eine. Das heißt, ich mache jetzt da V. Dann brauchen wir ein O. Das ist dann eher so. Ein dicker Streifen. Dann machen wir hier ein Zickzack hin. Dann machen wir die Löffel ein bisschen dran. So. Und hier vorne nur ein Knöppel. Und darunter machen wir das nochmal. Also ich sag's euch, macht es mit Holz. Macht es mit Holz. Der Geruch ist 100-mal besser. Aber das ist ja überhaupt gar kein Vergleich. Der ist... Oh, dieses Leder-Plastik-Zeug. Ne, vielleicht. Ich habe auch vor, dass ich mir selber beibringen, wie man punziert. Das darf mich noch reizen zu machen. Aber das ist alles andere nicht als einfach. Das wäre dann auch nochmal was ich machen kann. So, das heißt jetzt Faux
Also von, V-O geschrieben, Fo. Jetzt machen wir inner raus, inner, also ein I, oder ein I ist einfach. Ein I ist einfach, das schaut fast aus wie unser I. Das heißt, wir machen da jetzt dieses Flecker hier. Dann fahren wir da runter. Wieder Lauf. Dann hier wird es noch ein bisschen mehr. FUI, dann ein November. Wo ist der November? Der November ist da. Ihr seht es natürlich jetzt auf dem Kopf, gell? Aber ich kannte den Satz nochmal übersetzen. Mein Eichkätzchen hat seinen Eichkätzchenschwanz in der Eichkätzchenfalle hineingeklemmt. Wäre die Übersetzung übrigens zu dem Satz von gerade eben. Bevor ich es vergiss. Sonst ist das eigentlich wieder so ein I. Bloß mit einem Strich in der Mitte. Seht ihr das? Das I ist. Achso, ne, das I seht ihr nicht. So. Das I ist genauso wie das N, bloß hat es N einen Strich in der Mitte. Das ist doch schön. So. Und jetzt den Strich quer hier rüber, aber ein bisschen diagonal. So, und dann machen wir da daneben noch eins. Und dann schreibt sie mit 2 N. Der Geruch ist so viel besser, ich sag's euch. Das ist nicht vergleichbar mit dem Plastikschlons davor. Ich glaube, das ist kein Leder, ich glaube, das ist ein Plastikschlons. INN, dann brauchen wir ein A. A ist hier vorne, das ist fast wie ein O, bloß der untere Hackerl ist einfach abkürzt. Fast wie das, bloß kürzer. Das heißt, wir machen das jetzt wieder so. Oh, ich liebe diesen Geruch. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. So. So. Ein Nöpsel. Der Nöpsel fehlt. Und jetzt nur so Orbe und ein Nöpselchen hin. Von inner, INNA, Orchkatzerl und Orchkatzerl-Schworf, mehr wird's nicht. Ah ja, mein Orchkatzerl, mein Eichkätzchen, hat sein Orchkatzerl-Schworf, hat also seinen Eichkätzchenschweif in die Orchkatzerfallen eingeklemmt. In die Eichkätzchenfalle hineingeklemmt. Thilo findet es lustig. Finde ich schön. Ich finde es gut, wenn ihr euch unterhaltet. Das ist der Sinn vom Ganzen. Also, das ist ein Grund, warum ich den ganzen Schmarrn angefangen habe. So, inner, raus. Ein Richard brauchen. Ein Richard schaut aus wie ein Richard. Das ist sehr schön. So. Ah, das ist zu dick geworden. Oh, Holzgeruch ist und bleibt einfach egal in welcher Form. Frisch geschnitten, gesägt, direkt in der Natur der Baum oder brennt, weil ich da daneben sitze und das Teil da reinhalte. Es ist unglaublich gut. Es ist wirklich unglaublich gut. So, jetzt haben wir das R soweit fast fertig. Da muss noch ein Möpse hin. Riecht's einmal da dran, warte so. Schnuppert's einmal da dran, das ist so gut. Das ist so gut. Inner RA, dann brauchen wir wieder das A, das haben wir gerade eben schon gehabt. Deswegen machen wir es nicht so fett.
Ein U, wie ist ein U? Ein U ist genauso wie ein V. Aber wirklich 1:1, die sind identisch. Ja? Was mich ein bisschen enttäuscht. Aber das heißt, falls mal jemand Runenschrift versucht zu lesen, dieses Hackerl kann zwei Bedeutungen haben. Entweder ein V oder eben ein U. Dann brauchen wir ein S. Ein S ist sehr schön. Hier. Ein sehr schwach stehender Blitz, aber es ist okay. Ups, abgerutscht. Ja. Dann jetzt abgerad. Umme. Und wieder runter. Hoppala. Eingeschmolzen, deswegen haben wir Unterlagen drauf. Und weil das Ding brutal heiß wird, das ist ja der Wahnsinn. Ah, jetzt holt mich mein Kater ein. Lauf, Axel! Lauf, Forrest, lauf! Nimm mal Tabletten, dann wird es schon besser. Von innen raus und jetzt brauchen wir bloß noch der Fight schreiben. Der Fight, ein Dora. Ein Dora ist ein H mit zwei gekreuzten Querlinien. Das ist auch sehr schön. Den Nöpsel an der Seite. Dann Obegrad. Obegrad ist übrigens eine Stadt in Russland. Gell? Eine Stadt in Russland, die liegt direkt neben Untergrad. Von was hast du eigentlich schon wieder einen Kader? Habt ihr gestern wieder gespielt, wer zuerst stirbt, muss saufen? Jetzt eine sehr feine Linie hier rüber. Und eine dickere Linie hier rüber. Die ist nicht dicker. Nicht so wirklich. So, mal so dicker. So, so innen raus D. A, dann wieder das A. Das wissen wir inzwischen auch schon. Das Ding, wenn nicht so heiß werden darf. Puh. Wie lange streamen wir eigentlich schon? Wir streamen jetzt. Oh, das ist gut, wenn es mein Kopf sieht. 2 Stunden 24 Minuten. Trotz aller Widrigkeiten immer noch funktionell. Oder wieder funktionell. Das Ding ist so heiß geworden, dass sie verbiegt langsam. Seht ihr das? Wie sich die Spitzen verbiegt. Weil es so warm geworden ist. Ja, man hat das Gewinde ordentlich verbogen. D, A. So, jetzt bin ich gespannt, wie schaut eine F aus? F schaut fast aus wie eine F. Bloß die zwei Nippels nach oben gezogen. Ich weiß schon, dass ihr das selber sehen könnt. Ich zeige trotzdem gern hier. Ich mache das einfach gern. Da Nippels. Da Nippels. Und dann Aufhitzung. Oder in dem Fall, wenn wir es so rum machen, ist Aufhitzung. Pascal, grüß dich, schön, dass du vorbeischaust. Wie geht es dir? Schönen Vatertag wünsche ich dir. Oh, der Geruch ist so gut. Zum Wohl auf den Vatertag, auf dich Pascal und auf alle anderen, die die ganze Zeit mit dabei sind. Ich bin gestern Abend eventuell zu einem Kumpel gefahren und habe da
Und da haben wir eventuell bis heute um 13 Uhr was getrunken. Ja. Und? Wenn du jetzt ein echter Bayer wärst, würdest du das aushalten. Spaß am Rande. DAFA, ein A wieder. Heiß. Heiß. DAFAI, das weiß ich auch schon. Da war ich auch nochmal nachschauen. Knöpsel zur Seite. Knöpsel zur Seite. Dann müssen wir da noch einen Knöpsel nach unten machen und da noch einen Knöpsel nach oben machen. Und da noch einen Knöpsel zur Seite. Und wieder ein Dora. Oha, heiß, 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 heiß. Es wird immer heißer. 36 Grad und es wird noch heißer. Den Rest vom Text kann ich nicht. Schalalala. So, und dann wieder dieses Kreuz da neu. Anschauen. Wir haben auf den Löffel geschrieben. Lustigerweise ist der echte Bayer zur Halbzeit schon raus gewesen. Autsch, der Satz tut richtig weh. Und du weißt auch ganz genau warum. Also wenn der nicht Bayer heißt und man ihn mit EI schreibt, dann ist das eine sehr, 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 sehr schmerzvolle Geschichte, die du meinen Augen da gerade antust. So, jetzt haben wir auch den Löffel beschriftet. Mit in Runen geschrieben dem Satz "Fu inner raus der Fight". Was so viel heißt wie Scheiße, du stinkst innen drin wie das Leichenschauhaus ohne Strom. So in der Art. Finde ich sehr gut. Wir haben jetzt 2,5 Stunden voll gemacht. Ich habe es nur gebracht. Das bedeutet für mich, ich werde dieses Ding jetzt abstecken, weil mir tun nämlich die Finger langsam weh. Dann schauen wir uns nochmal an, was wir heute gemacht haben. Schön hinter dem Mikrofon versteckt. Wir haben nämlich produziert diese wunderschönen Würfeldinger, die wir da personalisiert haben. Na? Wir haben einen Löffel beschriftet und wir haben gelernt, dass es nie verkehrt ist, 3 Lötkolben auf einen Schlag daheim zu haben. Ja, genau. Genau, Herr Zombiefucker. Genau das wollte ich damit sagen. Das war schmerzhaft für die Augen. Ich darf mir jetzt in dem Sinne, ich schalte jetzt nochmal um auf groß. Dann stellst du mir nochmal um. So, da ist die Maus. Wir schalten nochmal auf groß. Wo ist groß? Hier, da ist die Maus. So. Wunderbar. Freunde der Nacht. Ich habe meinen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt was gesehen, was vielleicht noch nicht kennt habt. Ich hoffe, ihr findet es gut, was ich da mache. Wenn ihr es nicht gut findet, muss ich ganz ehrlich sagen, ist die gleiche Geschichte wie immer, dann ist mir es auch wurscht. Wir testen jetzt nochmal an
auf einen Vatertag. Zum Wohle. Fühlt euch alle gedrückt und fühlt euch alle gern gehabt. Ich mache jetzt, weil ich alt bin, Mittagsschlaf oder Nachmittagsschlaf in dem Sinne. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Vatertag. Einen schönen Feiertag für die, die keine Väter sind, uns nicht miterleben dürfen oder wollen. Und bleibt gesund und genießt euer Leben. Es habt's bloß eins. Wir sehen uns am Sonntag wieder mit, steht immer noch nicht ganz fest, die ein oder andere Idee ist mir aber schon durch den Kopf geschossen. Schauen wir mal, dann singen wir es schon. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Brückentag. Pfiat euch bis Sonntag. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Oh, Entschuldigung, ins Mikrofon rülpsen ist asozial. Wo ist die Maus? Da ist die Maus.